Herzlich willkommen zum SF Krimi Podcast. Mein Name ist Wolfram Höll. Bei mir ist die Frau, die uns ein Hörspiel mitgebracht hat für den Frühling, den Sommer, der langsam beginnt. Für die jetzt mit dem Auto unterwegs sind in den Süden, um schon das gute Wetter zu genießen. Oder die daheim geblieben sind, aber auch schon zumindest im Gedanken im Hörspiel einen Ausflug machen möchten in schöner, malerischer Gefilde. Susanne Jansson. Hallo Wolfram, ich habe natürlich viel mehr die arbeitende Bevölkerung im Blick gehabt. Nicht die in den Urlaub fährt, sondern die erstmal die Winterreifen tauscht. Von O bis O. Jetzt ist es Zeit, Reifenwechsel selber machen. Spart man ein bisschen was und Hörspiel dabei geht perfekt. Und wenn da noch Zeit übrig ist, weil unser Hörspiel ist ja heute ein bisschen länger, 80 Minuten. Ich glaube, jeder kann seine Reifen schneller wechseln. Challenge an euch. Aber natürlich jetzt auch Terrasse und Balkon neu bepflanzen. Kann man auch super schön mit dem Hörspiel. Stimmt. Ich würde es, glaube ich, hören, während ich auf den Garagisten warte, der die Reifen für mich wechselt. Ich fasse das nicht an. Also nein, ich will einfach nicht, denke es. Du willst keine schmutzigen Hände haben? Nee, mehr. Ich habe Sorgen, dass ich was falsch mache und dann habe ich Material geliefert für ein Kriminalhörspiel. Das möchte ich nicht machen. Es ist nicht so kompliziert. Eigentlich, aber darf ich ja sagen, du bist ja noch nicht so lange Autofahrer. Das stimmt auch, Eben, ja. ich glaube, das hängt noch ein bisschen miteinander zusammen. Aber weißt du, ich freue mich auf diese Produktion, weil im Mittelpunkt steht ein Mann, der auch so gar nicht über seine Arbeit definiert, determiniert ist. Keine Ahnung, man weiß nicht mal, ob er in den Ferien ist, ob er immer so lebt. Das ist einfach ein Sein. Und ich finde, da kann man sich doch immer ganz schön mit reinfallen lassen, reinziehen lassen. Das stimmt. Theateradaption heißt auf Französisch Piège pour un homme seul. Auf Deutsch einfach nur Die Falle von Robert Thomas. Nicht zu verwechseln, wie ich erst gemacht habe, mit Louis C. Thomas, den wir schon oft im Krimi-Podcast hatten. Robert C. Thomas, letzten Jahrhundert viele Kriminalhörspiele fürs Theater geschrieben. Boulevard und Krimi quasi verheiratet. Merkt man auch dem Hörspiel an, finde ich aber eigentlich auf eine gute Art. Quasi spielt alles in einem Chalet, in Chamonix. Auf der anderen Seite der Alpen, gerade französischer Teil, Haute-Savoie. Wie gesagt, alles in einem Ort und da treten lauter Leute auf, immer und begegnen diesem einen Mann, wo man nicht ganz weiß, was der eigentlich macht. Eben, das Schöne, du sagst Auftritte, Kriminal-Podcast hast du gerade versehentlich gesagt, aber damit hast du quasi die zeitliche und räumliche Dimension umrissen. Es hat wirklich Auf- und Abtritte wie in einem Theaterstück und alles das eben in so ein bisschen historisierenden Kontext. Und es bleibt natürlich nicht stehen bei diesem Lebemann, der am Klavier sitzt, auch wenn er das jetzt hier in der ersten Szene tut. Natürlich wird es auch ein Verbrechen geben. Und vielleicht doch der ein oder andere wollte. Oh ja. Also, viel Vergnügen bei der Falle von Robert Thomas. Viel Spaß. Ja? Ja, guten Tag, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Korban. Kommen Sie doch bitte herein. Ich wollte nur rasch mal nach Ihnen sehen. Ja, und? Tja, nichts. Ja, wieso nichts? Nichts Neues. Um mir das zu sagen, fahren Sie 5 Kilometer von Chamonix hierher? Ja, haben Sie die Fahndung eingeleitet? Ich habe einen Rapport gemacht und der wird jetzt weitergegeben. Der wird weitergegeben. Wird weitergegeben. Mir liegt an Resultaten.
Also haben Sie was über meine Frau herausbekommen, ja oder nein? Bitte schreien Sie doch nicht so, sonst gehe ich augenblicklich wieder weg. Verzeihen Sie. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe leider nur wenig Zeit. Ich komme von Saint-Jean und auf der Rückfahrt fiel mir ein, mal nach Ihnen zu sehen, wie es Ihnen geht. Aber Ihr Empfang war nicht gerade sehr liebenswürdig. Also bitte, wenn ich stören sollte... Ich entschuldige mich nochmals, Herr Kommissar. Ja, schon gut. Schon gut. Sie sind nervös, Herr Corbin. Das ist verständlich. Aber haben Sie doch Geduld. Ihre Frau wird schon wiederkommen. Bei uns in Frankreich laufen mindestens jährlich 10.000 Männern ihre Frauen weg. Und in 99% aller Fälle kommt alles wieder in Ordnung. Was haben Sie nun tatsächlich unternommen, um sie wiederzufinden? Die Polizei ist nicht dazu da, um ungetreue Ehefrauen an die Hand zu nehmen und wieder zurückzubringen. Meine Frau ist mir nicht untreu. Sie ist nach einer heftigen Auseinandersetzung davongelaufen. Und zwar allein. Ich habe Ihre Erklärung an die Präfektur weitergeleitet. Sie seien ohne Nachricht von Ihrer Frau, die vor 10 Tagen davongelaufen ist. Sie sollten ein bisschen vorsichtiger mit dem Alkohol sein. Möchten Sie auch ein Glas? Nein, danke. Trinken Sie jeden Tag so drauf los? Ja, sozusagen. Ist deshalb Ihre Frau von Ihnen weggelaufen? Ach, Unsinn. Hatten Sie oft Krach miteinander? Naja, dann und wann, wie alle jungen Eheleute. Haben Sie irgendwohin an Ihre Frau geschrieben? Ja, an ihre Pariser Adresse. Sie hatte eine Wohnung. Aber der Brief ist zurückgekommen. Die Concierge hat Weisung, alle Post nach hier weiterzuleiten. Verwandte? Freunde? Freunde haben wir sozusagen keine. Wir sind ja erst seit 3 Monaten verheiratet. Und mit ihren Verwandten kommt sie nur ganz selten zusammen. Ja, wo könnte sie nur stecken? Haben Sie gar keine Ahnung? Ja, vielleicht in Cannes oder in Deauville. Sie langweilt sich da zum Trotz. So wie ich mich hier langweile. Aber ich kann doch hier nicht weg. Sie könnte ja während meiner Abwesenheit anrufen. Oder gar wiederkommen. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, warten Sie hier Ihre Rückkehr ab. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie bekommen sofort von mir Nachricht, wenn uns gemeldet wird, sie sei verunglückt. Oder tot. Sie sind verrückt! Sowas kommt vor. Nein, das wäre zu fürchterlich. Und es wäre meine Schuld. Elisabeth ist ein so viel besserer Mensch als ich. Sie hat so viel für mich getan und ich habe ihr das Leben unmöglich gemacht. Das ist es. Ja. Sie kommt nicht wieder. Hören Sie mal gut zu. Sie sind jung. Sie dürfen nicht am Leben verzweifeln. Opfern Sie sich nicht. Das lohnt sich nie. Sie haben im Juni geheiratet und im September läuft Ihnen Ihre Frau davon. Ganze 3 Monate. Das ist doch nur ein winziger Bruchteil im Leben. Ja, Sie haben gut reden. Sie wird ganz einfach schriftlich Ihre Scheidung beantragen. Was denn Scheidung? Ach so, deshalb sind Sie hergekommen. Ja, geben Sie mir das Formular, das Sie in der Tasche haben, damit ich es unterschreibe. Los, geben Sie mir es her kein damit. Formular und keinen Scheidungsantrag. Von Ihrer Frau habe ich nichts gehört und das ist die reine Wahrheit. Ja, schon gut. Dann müssen wir eben abwarten, bis die liebe Elisabeth etwas von sich hören lässt. Ja, das werden nette Ferien werden. Allein hier im Chalet. Und dabei liebe ich sie noch immer. Ach, Elisabeth. Armer Kerl. Ja? Guten Tag. Oder besser, guten Abend. Guten Abend, Herr Pfarrer. Entschuldigen Sie, dass ich Sie störe. Sie sind doch Herr Daniel Corbin, nicht wahr? Ja. Ich kenne das Haus und die Besitzerin, aber den Besitzer noch nicht. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Abbé Maximin. Ich vertrete seit kurzem den Pfarrer im Dorf Saint-Jean. Sie kennen doch sicher Herrn Pfarrer Simonat. Nein, ich wohne nicht hier. Nur ein Ferienaufenthalt. Das Chalet gehört mir nicht. Ach so, ja, ich verstehe. Aber nehmen Sie doch bitte Platz, Herr Abbé. Danke. Möchten Sie etwas trinken? Da sage ich nicht nein. Das Herbstwetter ist kühl. Cognac? Ja, gern ein Schlückchen Cognac. Ja. Ich habe mir erlaubt, bei Ihnen anzuklopfen, weil ich Ihrer Frau ein
Heiligenbildchen überbringen möchte. Ein Heiligenbildchen? Das ist so üblich in unseren Bergkirchen. Man gibt ein geweihtes Bild, wenn man eine Spende empfangen hat. Ja, hat meine Frau Ihnen denn etwas gespendet? Ja, vorige Woche 200 Francs. Das ist für uns hier eine hübsche Summe. Ja, Ihre Frau ist die Güte selbst. Hier ist das Bild. Danke. Ich werde es meiner Frau geben, falls ich sie wiedersehe. Die Spenderin ist nämlich auf und davon. Sie hat mir und dem Haus den Rücken gekehrt, Herr AB. Oh, das tut mir sehr leid. Glauben Sie mir, wenn man, so wie ich, im Leben das Glück hat... Verschonen Sie mich mit einer Predigt. Ich halte Ihnen doch keine Predigt. Übrigens, Predigten sind unmodern. Heutzutage müssen wir jungen Geistlichen uns auf Psychologie verstehen. Man ist modern zum Teufel. Oh, pardon. Zum Teufel, das ist mir nur so entfahren. Dass ich nicht lache. Lachen? Es ist eines meiner Lebensziele, die Menschen zum Lachen zu bringen. Lachen tötet die Mikroben des Herzens. Auf Ihr Wohl. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte, fragen Sie nur. Haben Sie Ihre Frau noch immer lieb, auch nach dieser Eskapade? Leider, ja. Ich hoffe doch, Sie sind kirchlich getraut. Ja, auch das, Herr AB. Am 10. Juni. Eine Ferienbekanntschaft, die zur Ehe wurde. Das Aufgebot bestellt, eine kleine Kirche unter Pinien. Sie und ich und 2 alte Landstreicher als Zeugen. Hochzeitsreise nach Venedig, sie war schon dort gewesen, ich nie. Wundervoll. Ich war so glücklich. Ein Bekannter schreibt mir nach dort und bietet mir sein Chalet in Savoyen an. Wie vom Himmel gefallen. Wir kommen her, wir richten uns ein. Und bei dem engen Beieinander in der Einsamkeit kommt es zum Krach. Elisabeth packt ihre Koffer und verschwindet. Ich denke, sie wird schon wiederkommen. Nein, sie kommt nicht. Das ist jetzt schon 10 Tage her. Und dieser Idiot vom Kommissar weiß mir nichts zu sagen, als wenn sie verunglückt wäre, wäre es schon bekannt geworden. Es ist zum Verrücktwerden. Oh, Ihr Schmerz geht mir nahe. Wären Sie bereit, Ihre Frau ohne Vorwurf wieder bei sich aufzunehmen? Wie bitte? Ja, natürlich, selbstverständlich. Ihre Frau kommt wieder. Was sagen Sie da? In der Kirche von Saint-Jean sehe ich eine weinende Dame. Ich erkenne Frau Corbin wieder. Ich rede sie an. Sie gesteht mir, dass sie nicht wage, wieder zu Ihnen zurückzukommen, weil sie Angst hätte. Ich habe ihr zugeredet und ihr versprochen, dass ich mich der Sache annehmen werde. Meine Frau ist in Ihrem Dorf? Nein, sie ist hier, hinter dem Hause, 20 Meter von Ihnen entfernt. Wir haben voller Ungeduld gewartet, dass Ihr Besuch von vorhin endlich wegginge. Ja, aber das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Nun, bleiben Sie doch sitzen. Ja, beruhigen Sie sich doch. Ach, wie blöd von mir, Ihnen das so einfach ins Gesicht zu sagen. Jetzt holen Sie mal tief Atem. So, noch tiefer, ganz ruhig. Sagen Sie mal, haben Sie kein Eau de Cologne? Dort in der Kommode. Aha. In der oberen Schublade. Ja. So, wissen Sie, kommen Sie. Ich reibe Ihnen jetzt die Brust ein. So, na, das wird Ihnen gleich besser werden. Guten Abend. Sehen Sie doch, Herr Corbin. Daniel, Liebster. Danke, dass du mich wieder bei dir aufnimmst. Du bist so gut. Danke, Herr AB. Du, entschuldige mich einen Augenblick, Daniel. Ich will mich nur ein bisschen frisch machen. Nun, Herr Corbin. Das ist nicht meine Frau. Nicht Ihre Frau? Das ist wohl ein schlechter Scherz. Ich kenne sie nicht. Sie hatten mir versprochen, keine Geschichten zu machen. Ihre Frau ist wieder da, meine Mission ist erfüllt. Alles Weitere ist nicht meine Sache. Nein, Herr AB, lassen Sie mich nicht allein. Das ist nicht Elisabeth. Vielleicht wirkt bei Ihnen noch die Erschütterung so plötzlich. Diese Frau ist eine Abenteurerin. Madame, kommen Sie heraus! Kommen Sie rasch, Madame, rasch kommen Sie! Beruhigen Sie sich doch, Herr Corbin. Bringen Sie sie wieder dahin, wo Sie sie gefunden haben. Ja, es hilft wohl nichts. Frau Corbin? Herr AB? Bitte kommen Sie herein. Herr Corbin, sagen Sie, leiden Sie an Störungen, an Aussetzen des Gedächtnisses? Was soll das alles? Wie schön, wieder daheim zu sein. Nur 2 Tage bin ich in diesem Chalet gewesen und schon hatte ich Heimweh danach. Daniel, Liebster, sieh doch nur diese Aussicht auf die Berge. Och, du hast wirklich vergessen, die armen Blumen zu gießen. Madame, ich weiß nicht, was Sie vorhaben. Augenblick, mein Lieber. Ich will mich erst von meinem Wohltäter verabschieden. Also, leben Sie wohl, Herr AB. Ich danke Ihnen für alles. Aber das ist doch nicht der Rede wert. Hier, für die Armen Ihrer kleinen Gemeinde. Oh, wie gütig von Ihnen, Frau Corbin. Das Geld zählt nicht. Allein nur das Herz.
Wer sind Sie? Du bist ja ganz blass, mein Engel. Komm, setz dich. Ich will das Abendessen bereiten. Hast du auch deine Diät befolgt? Du, hier stehen zu viele Flaschen herum. Dabei hat dir der Arzt doch das Trinken streng verboten. Deiner Nerven, deiner Depressionen wegen. Nerven? Depressionen? Was soll das heißen? Aha, so liegen die Dinge. Liebling, sieh mich doch mal an. Ich bin es. Was soll diese Komödie? Meine Frau ist nicht hier. Was wollen Sie von mir? Ich hätte nicht fortgehen dürfen. Sie sehen, Herr AB, in welchem Zustand ich ihn wiederfinde. Herr AB, Sie werden hinters Licht geführt. Ihre Gutgläubigkeit wird ausgenützt. Ich soll verrückt sein. Ich kenne diese Frau nicht. Madame, raus! Raus! Oh, Raus! oh, Daniel! Das ist zu viel. Sie wollen doch nicht etwa Ihre Frau schlagen. Sie ist nicht meine Frau. Spiel doch nicht den Narren. Der AB ist unserer kleinen Eheszenen nicht gewohnt. Mach jetzt Schluss mit dem Unsinn. Warum geben Sie sich für Elisabeth aus? Antworten Sie! Weil ich Elisabeth bin. Gehen Sie, machen Sie, dass Sie fortkommen! Oh, Herr AB, schützen Sie mich bitte. Rufen Sie einen Arzt. Er hat einen Anfall. Er erkennt mich ja nicht wieder. Ich kann Sie nicht wiedererkennen, da ich Sie nie gesehen habe. Schon in Venedig auf unserer Hochzeitsreise. Wieso wissen Sie, dass meine Frau und ich in Venedig waren? Also eines Abends in Venedig, als ich mich um 2 Stunden verspätet hatte und zurück ins Hotel kam, da war Daniel wahnsinnig vor Wut. Die ganze Nacht hat es gedauert, bis er sich wieder beruhigt und mich erkannt hat. Das ist gelogen. An diesem Rückfall bin ich schuld. Ich hätte nicht weggehen dürfen. Aber er ist oft so gemein, so brutal. Lügen, nichts als Lügen. Ich will dich doch pflegen, will für dich sorgen. Ich bewundere Ihr schauspielerisches Talent. Mein Gott, ich sitze in der Falle. Das Telefon. Was soll das? Ich rufe die Polizei an. Bitte, bitte leg den Hörer wieder auf. Ja, jetzt haben Sie es wohl mit Angst bekommen. Denken Sie nur, ich kenne den Polizeikommissar sehr gut. Er weiß, dass meine Frau auf und davon ist. Sie haben kein Glück, Madame. Der Streich ist Ihnen daneben gegangen. Tun Sie doch etwas für ihn, Herr B. Das ist alles so schrecklich kompliziert. Aber mit Ihrer Erlaubnis, Madame, werde ich telefonieren. Hallo? Hallo? Chamonix? Geben Sie mir das Polizeikommissariat. Danke, ja, es ist dringend. Ich werde die Sache schon ins Reine bringen. Ja, bitte den Herrn Kommissar. Hier AB Maximin. Richtig, guten Abend. Ich bin hier bei Herrn Corbin im Chalet. Ach, da kommen Sie gerade her? Ich glaube, Sie müssen noch mal herkommen. Es ist nämlich was passiert. Herr Kommissar, kommen Sie schnell her. Eine Frau, die ich nicht kenne, ist bei mir eingedrungen und weicht nicht von der Stelle. Nein, nein, das ist kein Scherz. Ja, der AB ist noch hier. Na gut, ich sage ihm, dass er bleiben soll. Danke. Schön von Ihnen, Herr AB, dass Sie angerufen haben. Der Kommissar wird Sie mir schon vom Halse schaffen. Du armer Daniel. Die Polizei ist unterwegs und Sie sind so ruhig? Ja. Sie müssen Ihrer Sache sehr sicher sein. Willst du nicht lieber die Tabletten nehmen? Schau, ich hab dir welche gekauft. Lassen Sie das. Neurovitamin, das täte ihm so gut. Ich weiß nicht, was Sie sich erhoffen. Aber von mir bekommen Sie nichts. Und vor allem nicht mein Geld, Madame. Dein Geld? Mein Geld, willst du wohl sagen. Als ich dich heiratete, hattest du keinen Centime. So also läuft der Hase. Gleich kommt der Herr Kommissar und dann wird sich alles klären. Dann schafft er mir diese Frau vom Halse. Vor allem wollen wir hoffen, dass er Nachsicht mit deinem Zustand hat und dich nicht in eine Heilanstalt bringt. Ich habe sehr wohl verstanden. Das Irrenhaus. Das blüht dir, wenn du mich auch weiterhin nicht erkennen willst. Wir müssen uns darüber klar sein, dass wir es mit Verbrechern zu tun haben. Jetzt fängst du wieder an zu fantasieren. Dein Gesicht ist ja ganz entstellt, wenn dich so der Kommissar sieht. Der muss dich ja für krank halten. Ach, Gott sei Dank, endlich. Das wird der Kommissar sein. Gerade zur rechten Zeit. Er kommt. Jetzt bin ich gerettet. Herr Kommissar, Hilfe! Hilfe, Herr Kommissar! Ich will ihm lieber nachgehen. Und seitdem behauptet sie mit einer unglaublichen Kaltblütigkeit, sie sei meine Frau. Diese da. Madame? Herr Kommissar, es tut mir sehr leid, aber ich fürchte, es handelt sich hier nur um ein bedauerliches Missverständnis. Mein Mann hat Sie in einer nervösen Krise angerufen und ich muss Ihnen sagen, dass mein Mann... Was wird hier gespielt? Ich bin Frau Corbin. Ich bin vor ein paar Minuten zurückgekommen und... Ja? Und? Bitte weiter. Sie lügt. Sie gibt sich für Elisabeth aus. Verhaften Sie sie. Ruhe, mein Lieber. Setzen Sie sich doch erst mal. Ich habe es für richtig gehalten, Sie anzurufen, Herr Kommissar. Ja, guten Abend, Herr Pfarrer. Guten Abend, AB Maximin. Ich bin der neue Pfarrer von Saint-Jean. Richtig, wir haben ja soeben telefoniert. Ich hatte noch nicht das Vergnügen, Sie kennenzulernen, Herr AB. Und?
Der arme Herr Corbin erkennt seine Frau nicht wieder. Nicht wiedererkennen, nicht wiedererkennen! Sie sollen mal sehen, wie meine Frau aussieht! Was suchen Sie denn da in der Kommode? Fotos. In Venedig aufgenommene Fotos von Elisabeth. Wo sind Sie denn? Herr A.B., Sie haben vorhin etwas aus der Schublade hier genommen. Ja, das Haute Cologne. Sie hatten mich selber darum gebeten. Sie sind der Helfershelfer dieser Frau. Meine Fotos! Wo sind meine Fotos? Wo sind sie? Lieber Freund, das ist denn doch die Höhe. Ihr beide steckt unter einer Decke. Mäßigen Sie sich. Komplizen! Nun gut, dann sind wir eben Komplizen. Er hat wieder einen Anfall. Darf ich vielleicht auch einmal ein Wort sagen? Ich bin seit 10 Jahren Polizeikommissar von Chamonix und lasse mich nicht so leicht übers Ohr hauen. Herr Corbin, Ihre Frau verduftet und als sie wiederkommt, da ist sie nicht mehr dieselbe. Was soll das heißen? Diese Frau da ist nicht Elisabeth. Gut. Und warum nicht? Weil sie es nicht ist. Soll man sowas für möglich halten? Bitte, Madame, Herr B., lassen Sie mich mit Herrn Corbin allein. Ich möchte Ihnen lieber jetzt erklären. Was hier geschieht, bestimme ich. Gut, wie Sie wünschen. Kommen Sie, Madame. Setzen wir uns doch. So, jetzt sind wir allein. Das ist ja eine schöne Geschichte. Wem sagen Sie das? Die Frau kommt hier herein und behauptet... Einen Augenblick, bitte. Sergeant, Herr Kommissar. Sie sorgen mit Ihren Kollegen dafür, dass keiner das Chalet hier verlässt. Sehr wohl, Herr Kommissar. Danke. So, und nun erzählen Sie mal. Also, Herr Kommissar, vor einer halben Stunde, Sie waren gerade weggefahren... Stört Sie es, wenn ich rauche? Nein, gar nicht, nein. Also, da sehe ich einen Geistlichen hereinkommen, den ich nicht kenne. Wollen Sie auch eine Zigarette? Ja, bitte. Bitte? Danke. Also, diese Frau wagt zu behaupten... Ihr erstes Aktenstück ist unterwegs. Ich werde nun einen zweiten Rapport aussetzen. Sie heißen Daniel Corbin und sind geboren in Metz am 28. September 1938. Aber bleiben Sie doch sitzen. Keine Angst, ich bin ja bei Ihnen. Sie haben keine Angehörigen, nicht wahr? Nein, meine Eltern habe ich nie gekannt. Ich bin im Waisenhaus Saint-Joseph in Nancy aufgewachsen. Ihr Strafregister? Absolut sauber, ich schwöre es Ihnen, Herr Kommissar. Ja, ich glaube es Ihnen. Regen Sie sich doch nicht so auf. Bitte, weiter. Sie wissen doch alles. Ich habe mich diesen Sommer mit einer bezaubernden Frau verheiratet, mit Elisabeth Marcelin. Die Sache ist nur die, aber das habe ich Ihnen doch schon 100-mal erzählt. Ja, vor 10 Tagen, dass sie Ihnen davongelaufen ist, während Sie beide hier in der schönsten Harmonie lebten. Ja, das könnte sein. Dann kommt sie wieder und Sie wollen sie nicht mehr zu sich nehmen. Nein, diese Frau ist nicht Elisabeth. Sie sagt es, aber sie lügt. Aber warum sollte die Frau denn so tun, als sei sie eine andere? Gerade das weiß ich ja nicht. Aber ich glaube, ich habe sie durchschaut. Auf einen Wink dieses zweifelhaften Abbés hin, der in mir ein ideales Opfer gewittert hat, versucht diese Frau, die Behörden zu täuschen und Anspruch auf mein Geld zu erheben. Nur des Geldes willen? Weiter nichts? Ja, gewiss. Sind Sie denn so reich? Nein, aber ich habe zu leben. Ganz gut sogar. Haben Sie vielleicht größere Bankguthaben? Absolut nicht. Oder Aussicht auf eine große Erbschaft? Keine Spur. Warten Sie mal. Ja, da fällt mir etwas ein, Herr Kommissar. Hm? Vor einiger Zeit hat meine Frau mir gesagt, einer ihrer Onkel, ein Millionär, sei schwer krank. Ja. Ist er inzwischen gestorben, der Onkel? Das glaube ich nicht. Ja, ich meine, ich weiß nichts Genaueres. Jetzt wird die Sache aber bedenklich. Und wenn diese Verbrecherin erstmal meine Frau geworden ist, dann bringt sie es auch fertig, sehr schnell meine Witwe zu werden. Kleiner Unfall. Und dann hat sie freie Hand. Aber lässt Ihre richtige Frau sich denn einfach so ausplündern? Nein. Und deshalb muss die richtige Elisabeth herbeigeschafft werden. Wie lange dauert es, bis das Radio einen Rückruf durchgibt? Das ist nicht so einfach. Das muss vom Innenministerium genehmigt werden. Rufen Sie dort an und verlangen Sie die Genehmigung. Ich rufe nicht eher an, bis ich nicht mindestens einen Beweis gegen diese Frau habe. Beweis. Ich hatte Fotos. Sie sind verschwunden. Von diesem Abbé gestohlen. Forschen Sie doch mal nach, Herr Kommissar. Zunächst will ich den Herrn Pfarrer verhören. Herr Abbé? Ja? Darf ich bitten, hereinzukommen? Entschuldigen Sie, Herr Abbé, nur für meinen Rapport. Haben Sie Ausweispapiere bei sich? Aber natürlich. Bitte? Danke. Und wenn Sie bei der bischöflichen Kanzlei in Chambéry anrufen Dazu wollen... ist später immer noch Zeit. Nein, rufen Sie Herr sofort an. Corbin, wollen Sie mir sagen, was ich zu tun habe?
Entschuldigen Sie, Herr Abbé, mein Misstrauen. Ich verstehe, Sie üben Ihren Beruf aus. Der arme Herr Corbin hat wohl völlig den Kopf verloren. Tartüff! Herr Corbin, ich befehle Ihnen dienstlich, den Mund zu halten. Moment, bitte. Geben Sie mir bitte Nummer 212. Danke. Ich rufe den Pfarrer Lambert in Chamonix an. Den kennen Sie doch sicher. Ich bin mit ihm eng befreundet. Durch ihn habe ich ja die Pfarrei Saint-Jean bekommen. Ja, hallo. Sind Sie selbst am Apparat, Herr Pfarrer? Ja, hier ist der Polizeikommissar von Chamonix. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Danke, meine Familie ist wohlauf. Ich führe gerade eine kleine Untersuchung durch. Und vor mir sitzt Herr Abbé Maximin, der... Ja, gut. Sie kennen ihn also. Ja, danke, das genügt mir. Ich muss jetzt abbrechen. Nein, ich habe Ihnen zu danken. Guten Abend, Herr Pfarrer. Hier, Ihre Papiere, Herr Abbé. Es ist unglaublich. Ja, das stimmt. Es ist wirklich unglaublich. Diese Frechheit. Schluss jetzt. Herr Abbé, erzählen Sie mir nun, was Sie wissen. Es ist nur sehr wenig. Frau Corbin wollte heimkehren und hatte wohl Angst vor einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Manne, also bat sie mich, sie zu begleiten. Als wir herkamen, hat Herr Corbin sie nicht ins Haus lassen wollen. Er schrie, es sei alles Lüge und Betrug. Ich war zunächst sprachlos. Aber dann habe ich gemerkt, dass Herr Corbin an teilweisen Gedächtnisschwund litt. So wird es wohl sein. Er hat uns bedroht. Er wollte seine Frau hinauswerfen. Die Ärmste war ganz verzweifelt. Sie meinen also, die Frau sei tatsächlich Frau Corbin? Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Ich habe sie hier vor etwa 10 Tagen kennengelernt. Aha. Ich fechte die Aussage an. Das ist alles Lüge. Ein abgekartetes Spiel. Bei einem armen Opfer wie mir hätten Sie monatelange Nachforschungen angestellt. Aber bei dieser Bande geht alles wie am Schnürchen. Jetzt habe ich aber genug von Ihren Beleidigungen. Einen Augenblick, Herr Corbin. Gegenüber klaren Tatsachen, gegenüber formellen Zeugenaussagen haben Sie nichts vorzubringen als Geschrei. Geben Sie mir doch Namen an. Wer hat Ihre Frau hier vor 12 Tagen gesehen? Wer? Ja. Augenblick mal. Wir sind am Freitagabend mit dem Wagen angekommen und ich habe die Schlüssel zum Chalet bei Madame Gatinet im Café abgeholt. Ist Ihre Frau mit in das Café hineingegangen? Nein, sie ist im Wagen sitzen geblieben. Kommt der Briefträger nie bis hier herauf? Nein, er steckt alle Post in den Kasten unten am Wege. Und weitere Zeugen auf Ihrer Hochzeitsreise? In Juan-le-Pin, in Venedig, in Genf könnten sicher Dutzende von Zeugen bestätigen. Aber diese Leute ohne Anordnung der Staatsanwaltschaft herzitieren, das ist nicht einfach. Ich übernehme die Kosten. Darum handelt es sich nicht. Ich habe schon genug Zeit verloren. Bitte, Herr Abbé, rufen Sie Frau Corbin herein. Bitte. Madame, Herr Abbé? der Herr Kommissar lässt Sie bitten. Ja? Herr Kommissar? Bitte setzen Sie sich. Danke. Es ist schon dunkel, ich werde Licht machen. Lassen Sie mich das tun. Wo ist der Schalter? Da drüben, bei der Türe. Und bitte bringen Sie uns was zu trinken. Oben im Küchenschrank habe ich noch eine Flasche Gin versteckt. Wird besorgt. Danke, Herr Abbé. Nun, Herr Kommissar, womit kann ich dienen? Sie kennen sich hier im Haus aber gut aus. Wundert Sie das? Nein. Ihr Mann hat mir eben von früheren Zeiten erzählt, von Ihrem Kennenlernen, Ihrer Hochzeit, Ihrer Übersiedlung hierher. Die Gebirgsluft schien mir für meinen nervösen Mann das Richtige zu sein. Ich möchte jetzt etwas über Ihren Streit kurz vor Ihrem Weggehen hören. Es tut mir leid, dass es dazu kommen musste. Ich hätte nie gedacht, dass mein Weggehen ihn so verstören könnte. Haben Sie Ausweispapiere bei sich? Natürlich. Hier, bitte. Gefälscht. Alles gefälscht. Herr Kommissar. In Ordnung. Es dürfte Ihnen bekannt sein, Frau Corbin, dass Sie mir, wenn Ihre Angaben nicht stimmen, höchstens ein paar Stunden lang etwas vormachen können. Ja? Herr Kommissar? Was gibt's? Diesen Brief hat einer der Beamten im Kasten unten am Weg gefunden. Ich Ja, dachte es ist mir... gut, geben Sie her. Hier, Herr Kommissar. Danke. Sie können wieder draußen warten. Sehr wohl, Herr Kommissar. Sagen Sie, Frau Corbin, haben Sie nicht einen reichen, schwerkranken Verwandten? Doch? Ja, warum? Dieser Brief hier ist an Sie adressiert. Elisabeth Corbin, geborene Marcelin. Und er kommt vom Notariatsbüro Bélanger in Saint-Denis. Darf ich Sie bitten, ihn mir zu geben? Nicht so voreilig, Frau Corbin. Das übertrifft nun aber wirklich alles. Wenn Sie mir den Brief nicht geben, telefoniere ich an die Präfektur in Chambéry und werde mich über Sie beschweren. Wir machen ihn morgen gemeinsam vor dem Staatsanwalt auf. Nein, mir müssen Sie den Brief geben. Sie haben mir gerade noch gefehlt. Ich freute mich schon. Volle 2 Minuten habe ich kein Wort von Ihnen gehört. Der Brief ist nicht für diese Frau da. Er darf ihr nicht in die Hände fallen. Diese Frau ist nicht meine Frau. Dann beweisen Sie es doch zum Donnerwetter. Ja, ich will es beweisen.
Ich will ihr ein paar Fragen stellen. Fragen? So über uns. Sie haben manches herausbekommen, aber alles können Sie doch nicht wissen. Was fällt dir schon wieder ein? Du wirst dem Herrn Kommissar ja nur lästig. Aber nicht im Mindesten. Oft bringt eine einzige schlichte Antwort Licht in eine Sache. Ich möchte sehen, ob Sie Ihre Rolle gut gelernt haben. Gut, wenn dich das gesund macht, dann will ich gerne antworten. Wo sind wir getraut worden? In der Kirche Saint-Charles in Juan-le-Pin. Datum? 10. Juni. Wochentag? Donnerstag. Uhrzeit? Vormittags 10:30. Mit welchem Zug sind wir nach Venedig Wir gefahren? sind mit gar keinem Zug gefahren, mit dem Schiff, mit der Marie Christine. Welche Kabine? Nummer 8, 1. Klasse. Und wo sind wir in Venedig abgestiegen? Im Regina. Hören Sie mal, Ihre Fragen sind kindisch. Wenn Sie, wie Sie behaupten, das Opfer von Gangstern sind, dann hat diese Frau sich ohne die mindeste Mühe sämtliche Auskünfte dieser Art beschaffen können. Siehst du, Daniel, du machst dich lächerlich. Sie müssen sich intimere Fragen ausdenken, geheimere, auf die man nicht gefasst sein kann. Gut. Mit welcher Agentur sind wir durch Italien gefahren? Das hat nämlich meine Frau besorgt. Agentur Marcello am Markusplatz. Und wie heißt mein Freund, der uns hier das Chalet zur Verfügung gestellt hat? Den Namen hast du mir nie gesagt. Aha. Doch, warte mal. Ja, richtig. Jean Bernardet heißt er. Glauben Sie, dass was dabei herauskommt, wenn Sie weitermachen, Herr Corbin? Doch, Herr Kommissar. Noch eine Frage. Wo hielten wir uns auf, ehe wir nach Chamonix fuhren? In Genf, im Hotel du Globe. Falsch, jetzt habe ich Sie. Das stimmt nicht. Ich werde das sofort nachprüfen lassen. Hallo? Bitte Nummer 14. Fernand, bist du's? Ruf mal dringend Genf an und erkundige dich im Hotel du Globe, ob Anfang dieses Monats Herr und Frau Corbin dort gewohnt haben. Aber rasch. Sobald du die Antwort hast, rufst du mich sofort an. Danke. Herr Kommissar. Noch eine Frage, Herr Corbin? Ja, und auf die ist sie nicht gefasst. Nur ich allein weiß die Antwort und kann sie beweisen. Hören Sie, ich habe eine Narbe am Körper. Wo? Nun, Frau Corbin? Wie soll ich das wissen? Ich weiß gar nicht, was du damit meinst. Wenn Sie meine Frau sind, dann müssen Sie wissen, dass ich mich als Kind verletzt habe und dass davon eine ziemlich große Narbe zurückgeblieben ist. Also wo? Ich fühle mich so nervös. Das ist aber sehr bedauerlich. Ich bin dermaßen erschöpft. Hier bringe ich verschiedene Getränke. Haben Sie vielleicht einen speziellen Wunsch? Danke, nein. Gin oder einen Schluck Rum mit Zitrone und Weißwein bekommt glänzend. Befreit vor allem die Brust, links oben, und den Kopf. Danke. Oh Gott, wo hatte ich denn nur meine Gedanken? Deine Narbe, ja, richtig. Auf der Brust links oben. Lächerlich, diese ganze Geschichte. Er hat es ihr zugeflüstert. Der AB hat vorhin meinen Oberkörper nackt gesehen, als er mich mit Eau de Cologne eingerieben hat. Herr AB, ich möchte mir gern Ihr Rezept zum persönlichen Gebrauch notieren. Also, einen Schluck Rum, dann Zitrone und... Weißwein, Herr Kommissar. Weißwein. Ich danke Ihnen, Herr AB. Ach, das wird für mich sein. Hallo? Ja? Ah, danke. In der Liste des Hotels du Globe in Genf sind Herr und Frau Corbin verzeichnet. Aber es stimmt doch nicht. Es ist falsch. Es ist Zeit zum Abendessen, nicht wahr, Herr Kommissar? Wollen Sie vielleicht bei uns bleiben? Danke, es geht leider nicht. Es ist schon 7 Uhr. Ich werde zu Hause erwartet. Auch ich muss mich verabschieden, Frau Corbin. Gute Nacht. Ich gehe mit Ihnen, Herr AB. Herr Kommissar, Sie haben meinen Brief vergessen. Oh, verzeihen, wo habe ich ihn nur hingesteckt? In Ihre rechte Tasche. Ja, richtig. Da ist er. Bitte öffnen Sie ihn und lesen Sie ihn mir vor. Ja. Und teilen wir Ihnen mit, dass Ihr Onkel, Herr Laforcerie, vor einem Monat verschieden ist. Da haben wir's. Das Gesindel hat es vor mir Bitte gewusst. ich Sie, in meinem Büro zu Saint-Denis baldmöglichst vorzusprechen. Die Testamentseröffnung kann dann sofort stattfinden. Gut, jetzt können Sie den Brief behalten. Was soll ich damit anfangen? Vielleicht die Echtheit nachprüfen lassen. Die Identität des Notars steht fest. Über diese Erbschaft war ich im Bilde. Sie ist das Erste in dieser Sache, dessen ich gewiss bin. Corbin? Ja? Ja, er ist noch hier.
Herr Kommissar, für Sie. Ja, danke. Bitte? Ach, sieh mal einer an. Danke. Was Ärgerliches? Nein, eigentlich nicht. Mein Inspektor sagt mir nur gerade, das Genfer Kommissariat habe bei der Nachprüfung der Anmeldungen des Hotels du Globe durchgestrichene Stellen, überschriebene Wörter und unleserliche Daten festgestellt. Was habe ich Ihnen gesagt, Herr Kommissar? Durchgestrichene Wörter. Mein Gott, ich flehe Sie an. Lassen Sie mich nicht im Stich. Aber Herr Kommissar, meine Ausweise, meine richtigen Antworten auf seine Fragen, zählt denn das alles nicht? Doch, doch. Aber es ist doch alles gelogen. Herr Corbin, versuchen Sie, sich zu beruhigen. Geben Sie ihm ein Schlafmittel. Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Gut. Morgen früh verhandeln wir weiter. Morgen? Morgen kann ich tot sein. Herr Kommissar, ich beschwöre Sie, Sie dürfen nicht fort von hier. Lassen Sie das, Sie zerreißen mir ja den Anzug. Ich habe genug Zeit verloren. Guten Abend. Hören Sie doch, bleiben Sie um Gottes Willen hier. Daniel, komm doch her. Komm, ich gieß dir einen Whisky ein, der muntert dich auf. Ich mag aber keinen Whisky ohne Eis. Ich hol dir Eis aus der Küche. Entschuldigen Sie die Störung. Was haben Sie denn noch hier zu suchen? Ich suche meine Autoschlüssel. Sie sollten sich ausruhen, lieber Freund. Darf ich Ihnen einen Schluck Whisky offerieren, Herr Abbé? Warum nicht? Hier, bitte. Ist der Herr Kommissar schon abgefahren? Nein, noch nicht. Er sprach mit seinen Beamten. Auf Ihr Wohl. Auf Ihr Wohl. Herr B., Sie haben ja zu trinken. Ja, danke. Hier ist das Eis. Ich habe ihm mein Glas gegeben. Was? Na und? Sie haben Daniels Glas ausgetrunken? Ja, Madame. Oh Gott, Was ist denn damit los? ich habe doch... Hilfe! Hilfe, Herr Kommissar! Fahren Sie noch nicht ab! Hilfe! Kommen Sie! Schnell! Schnell, Herr Kommissar! Marcel, gut gemacht. Los, hoch, verschwinde, schnell durch die Küche. Klar. Dein Daniel wird Augen machen, wenn ich weg bin. Ciao. Ciao. Da, tot, vergiftet! Der Herr B., hier! Was willst du denn? Herr Corbin, wo ist denn Ihr Tote? Ich begreife das nicht. Ich bin erledigt. Haben Sie Nachsicht? Versuchen Sie, ihn zum Schlafen zu bringen. Bessert sich sein Zustand nicht, lasse ich einen Arzt kommen. Ja, danke, Herr Kommissar. Morgen Mittag weiß ich die Wahrheit. Entweder sind Sie, Frau Corbin, sehr stark, oder er ist wahnsinnig. Auf jeden Fall gehört einer von euch beiden hinter Schloss und Riegel. Ach, das wird der Kommissar sein. Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen, Frau Corbin. Bitte kommen Sie doch herein. Nun, wie geht es unserem Patienten heute? Ich glaube ganz gut. Nur wollte Daniel unbedingt hier unten auf der Couch schlafen. Nun, Herr Corbin, wie geht's? Sie haben wohl die Schlafmitteldosis erheblich übersteigert. Ja, es ging nicht anders. Er musste Ruhe haben. Habe ich was falsch gemacht? Nein, nein, sehr gut. Dadurch ist er eben jetzt in diesem Zustand. Er wird schon wieder zu sich kommen. Herr Corbin. Oh, Herr Kommissar. Komm, Daniel, trink das. Nein, danke. Es ist doch nur Mineralwasser, mein Engel. Mineralwasser nennt man das jetzt. Darf ich um das Glas bitten? Bitte? Und wenn ich es Ihnen gebe? Danke, Herr Kommissar. Und jetzt möchte ich mit Ihrem Mann ein paar Minuten allein reden. Ich habe Ihren Wink verstanden. Ich gehe in die Küche, Herr Kommissar. Schlechte Nacht gehabt? Grausig. Ich habe was getrunken, das mich vollkommen umgeworfen hat. Ich habe mich inzwischen ein wenig mit Ihrem Fall beschäftigt. Haben Sie Beweise erhalten? Ist der Rückruf im Radio gesendet worden? Nein, so weit sind wir noch nicht. Heute Nachmittag werde ich mit Paris telefonieren.
Leider, Was leider? ich will ganz offen zu Ihnen sprechen, leider gelingt es mir nicht, auch nur ein einziges Argument beizubringen, dass diese Frau nicht Ihre Frau ist. Ja, die Bande ist stärker als ich. Ja, und sie ist auch stärker als Sie. Ach, Unsinn. Ich flehe Sie an, Herr Kommissar. Nur Sie allein können mir helfen. Wozu diese Aufregung, Herr Corbin? Helfen Sie mir lieber, den Fehler im System der Bande zu finden. Ja. Ich will ja gerne Geduld mit Ihnen haben und Ihnen glauben. Aber fangen Sie nicht wieder an, wie gestern Abend, von einer nur in Ihrer Fantasie bestehenden Pfarrersleiche zu reden. Seien Sie ruhig und gefasst, was auch immer geschieht. Wir wollen versuchen, Leute aufzutreiben, die Elisabeth gekannt haben. Ja, aber wo soll ich sie auftreiben? Denken Sie einmal über ein paar Namen nach und stellen Sie mir eine Liste zusammen. Schön. Darf ich Ihnen einen guten Rat geben? Ja, bitte. Dann tun Sie, als schickten Sie sich in die Situation. Überstürzen Sie nichts, spielen Sie die Komödie. Währenddessen arbeite ich ganz langsam, ganz ruhig, aber sicher. Die Zeit arbeitet für uns. Schließlich bringen wir sie doch noch zu Fall. Aber bis dahin müssen Sie mit den Nerven durchhalten. Sonst ist Ihre Frau berechtigt, ein medizinisches Gutachten anzufordern. Ihre Wutausbrüche sprechen gegen Sie. Verstehen Sie mich? Ja, Sie haben ganz recht. Ich will ganz ruhig sein. Ich werde einen kleinen Spaziergang machen. Die frische Luft wird mir gut tun. Nein, besser nicht. Auf der Landstraße gibt es Autos und die fahren schnell. Sie verstehen mich. Sie müssen auf der Hut sein. Glauben Sie, das würden Sie wagen, da draußen? Draußen ist alles möglich. Gut, dann bleibe ich lieber hier. Aber Sie müssen oft zu mir heraufkommen, mehrmals am Tage. Das verspreche ich Ihnen. Außerdem haben Sie Ihr Telefon. Seit heute Morgen ist Ihre Leitung direkt auf das Polizeikommissariat umgeschaltet. Danke, Herr Kommissar. Wenn ich jemals aus dieser verzwickten Situation herauskomme, wie dankbar muss ich Ihnen sein. Schon gut. Das ist ja schließlich mein Beruf. Also überlegen Sie sich die Liste mit den Namen. Nur Mut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Frau Corbin. Ja? Ja, bitte? Mir fällt da noch eine Frage ein. Bitte? Sagen Sie mir doch bitte die Adresse Ihrer Pariser Wohnung. Rue d'Anjou 157. Rue d'Anjou 157. 5. Stock links. 5. Stock links. Danke. Bitte, Herr Kommissar. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Kommissar. Wiedersehen. Das Netz ist fein gesponnen. Aber früher oder später entwische ich euch doch. Ganz bestimmt, Liebster. Ihr bekommt mich nicht. Ihr habt eine winzige Kleinigkeit vergessen. Das Unvorhergesehene, an dem alle Mörder letzten Endes scheitern. Sicher, Liebling. Aber spiel nur weiter, das wird dich beruhigen. Ich mache schnell ein paar Einkäufe, ich bin gleich zurück. Bravo! Ausgezeichnet gespielt. Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Darf ich mich vorstellen? La Crevette, vom Beruf Kunstmaler. Ich bin auf einer Ferienreise. Denken Sie nur, mein Herr, ich will gerade mit dem Frühstücken anfangen, da unten unter dem Felsen. Die Füße im kühlen Wasser des Bachs. Rums, weg ist sie, die schöne Literflasche, zerbrochen. Der ganze Wein im Bach, hinunter in die Schlucht La Rochette. Das ist so eine Schweinerei. Tja, und da habe ich Ihr Klavierspiel gehört und da dachte ich mir, freundliche Leute, freundliches Haus. Geh mal rauf, Crevette, vielleicht pumpen oder verkaufen Sie dir so ein bisschen Flüssigkeit für die trockene Morgenkehle. Haben Sie nicht zufällig einen Liter Roten für mich, mein Herr? Nein. Was, ihr Pickfein, Leute, trinkt ihr denn keinen Wein? Nein, und jetzt Schluss damit. Da ist die Tür. In Ordnung, kapiert. Sie halten mich sicher für einen Landstreicher. Allerdings. Sehen Sie, ich bin aber ein Künstler und kein Herumtreiber. Hier, das sind meine Ausweise. Brissard, Paul, genannt La Crevette, Kunstmaler. Ja, der Ausweis ist schon 12 Jahre alt. Seither hat das Schicksal mir manchen Streich gespielt. Ist es sehr unbescheiden, wenn ich mir aus dieser Flasche dort ein Schlückchen genehmigen würde? Bitte, bedienen Sie sich. Dankeschön.
Das tut gut. Und nun lassen Sie mich in Frieden. Ganz nach Belieben. Über den Preis werden wir schon einig werden. Hören Sie, hier haben Sie 50 Francs. Trinken Sie auf mein Wohl und gehen Sie. 50 Francs? Der Herr ist ein Mäzen. Na, solch einen Schein habe ich seit Monaten nicht mehr zu sehen bekommen. Und das war dazu noch ein Trinkgeld, das ich mit einem Kumpel teilen musste. 25 für jeden. Eine leichte Arbeit, bloß die Ausweise zeigen und als Zeuge unterschreiben. Also, ich ziehe mich diskret zurück. Und nochmals vielen Dank. Halt! Warten Sie noch. Einen Augenblick. Sehen Sie mich mal an. Bitte. Haben Sie früher einen Bart getragen? Ja, manchmal. Die 50 Francs, die Sie vor ein paar Monaten verdienten, haben Sie die vielleicht von mir? Nein, das waren nicht Sie. Das wäre zu schön. Erinnern Sie sich nicht? Warten Sie mal. Das Gesicht des Herrn kommt mir irgendwie bekannt vor. Wenn ich es mir so überlege, also mir schwant... Denken Sie mal scharf nach. Sie müssen ganz allein drauf kommen. Wenn Sie mich wiedererkennen, dann erhalten Sie ein Geschenk, das sich sehen lassen kann. Tatsächlich? Alles, was Sie wollen. Ja, also unter solchen Umständen werde ich Sie sicher sofort wiedererkennen. Ja, natürlich, ich habe Sie schon gesehen. Ja, aber wo? Sie wohnen doch nicht das ganze Jahr in Chamonix. Nein. Im Frühjahr bin ich immer in der Provence. Da richte ich es immer so ein, dass ich irgendwo unterkrieche. Wo sind Sie denn im vergangenen Juni gewesen? In Jean-le-Pin, wie alle besseren Leute. Sollten Sie mich etwa dort gesehen haben? Richtig, jetzt erkenne ich Sie wieder. Sie sind der Bräutigam, der in Jean-le-Pin die große blonde Dame geheiratet hat. Sprechen Sie leise, man kann uns hören. Na du, haben Sie vielleicht wieder eine andere Frau? Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären, das würde zu lange dauern. Aber Ihre Zeugenaussage ist von größter Wichtigkeit. Sie macht sämtliche Pläne der Bande zunichte. Sie sind das Unvorhergesehene, der Versager in Ihrem System. Also ich soll ein Versager sein? Nein, Sie nicht. Also hören Sie zu. Sie sind doch Kunstmaler. Ja. Sie zeichnen jetzt von mir ein Porträt. Ja. Fangen Sie sofort an. Aber keine Widerrede. Ja. Passen Sie auf. Hier ist Papier und Bleistift. Sie sitzen dort. Ja. Und ich sitze hier. Ja. So, halt, das Telefon nehme ich zu mir. So, wird gemacht. Sind Sie mal ehrlich, ich bin ja jetzt etwas aus der Übung. Ja, macht nichts. Zeichnen Sie. Es kann jeden Augenblick eine Dame hereinkommen. Die neue Freundin? Nein, im Gegenteil. Also, die zweite Frau. Naja, gut, meine zweite Frau. Kapiert. Sie dürfen mir unter keinen Umständen erzählen, dass Sie mein Trauzeuge waren. Verstanden? Sonnenklar. Die zweite ist immer eifersüchtig auf die erste. Sie haben mich einfach niemals vorher gesehen. Gemacht. Wenn alles glatt geht und Sie still sind, gebe ich Ihnen 1000 Francs. 1000 Francs? Für dieses Porträt? Ja. Donnerwetter nochmal. Da muss ich mich aber dran halten. Zeichnen Sie. Eine Stunde Arbeit, 1000 Francs. Das verdient sonst nur noch Picasso. Ja, hallo? Ist dort das Polizeikommissariat? Was soll das heißen? Still, ich erkläre Ihnen alles später. Also zwischen mir und der Polizei ist alles in bester Ordnung. Ich bin kein Landstreicher, ich bin ein Künstler. Hier ist Corbin. Also bitte, da sehen Sie, Preis der Stadt. Kann ich den Kommissar sprechen? Sofort. Mein Führerschein, ja. Hier, Weiß er ist nicht da? von 1914. Sagen Sie ihm, ich hätte jetzt den Beweis, nach dem er sucht. Er soll so schnell wie möglich herkommen. Dankeschön. Also ich begreife das alles nicht. Haben Sie Vertrauen. Ich bin das Opfer von Verbrechern. Um von Ihnen loszukommen, brauche ich einen Zeugen, der meine Frau gekannt hat. Die erste oder die zweite? Die erste. Jetzt bin ich gerettet. Dank Ihnen. Hier, zeichnen Sie und halten Sie den Mund. Da fällt mir ein, Sie sind doch nicht etwa Trauzeuge bei 50 Hochzeiten gewesen. Sie erinnern sich doch genau an meine Frau. Selbstverständlich. Sagen Sie, wie sah sie aus? Es kommt auf jede Einzelheit an. Groß, blond, mit einer kleinen Stupsnase. Ja, und das dürfen Sie mir nicht übel nehmen. Ein bisschen eingebildet und von oben herab. Elisabeth. Es ist Elisabeth. Was haben Sie denn? Nichts. Sie retten mir das Leben. Ja, aber wenn Sie so unruhig sind, da kommt niemals ein Porträt zustande. Ja, Sie haben recht. Jetzt nur den Mund gehalten. Zeichnen Sie. Ich höre Sie kommen. Ja, aber sehen Sie mal. Also hören Sie. Still. Zu Befehl.
geht hier vor? Wer ist der Mann? Darf ich mich vorstellen? La Crevette, Kunstmaler. Empfehle mich gehorsamst. Ich bin eben dabei, eine Porträtskizze von Ihrem Herrn Gemahl zu machen. Tatsächlich. Lassen Sie doch mal sehen. La Crevette verdient sich ein wenig Geld damit. Ausgezeichnet. Es ist erstmal ein Entwurf, aber Sie werden schon sehen. Sehr gut. Zeichnen Sie meinen Mann weiter und passen Sie auf, dass er nicht zu viel redet. Kann ich was für dich tun? Nein, danke. Möchten Sie einen Aperitif? Zu sowas kann ich einfach nicht Nein sagen. Hier, eine Spezialmischung. Auf Ihr Wohl. Ja, danke vielmals, Madame. Ist der Herr AB hier gewesen? Nein, Er hat es mir doch versprochen. er hat sich nicht blicken lassen. Ich sehe mal schnell nach der Post. Also ich muss sagen, Ihre zweite Frau hat viel mehr Schick als Ihre erste Frau. Damals in Jean Le Pen, in der Bürgermeisterei, als ich Ihr Zeuge war. Als Sie Zeuge waren? Sprechen Sie noch weiter. Als Sie Zeuge waren? Ich habe bloß ein bisschen vor mich hingeredet. Hast du telefoniert, Liebste? Nein, Aber der Apparat steht ja neben dir auf der Erde. oh, das wusste ich gar nicht. Naja. Klappt die Zusammenarbeit? Ich meine, kommen Sie weiter mit Ihrer Zeichnung? Ja, so nach und nach. Können Sie überhaupt von der Malerei leben? Tja, also je nachdem. Vermutlich haben Sie schon an der Riviera ausgestellt. Nein. Wie viel erhalten Sie für so ein Porträt? Ja, sehen Sie, das ist wie mit dem Wetter, veränderlich. Oder hängt es vom Format ab? Oder vom Auftraggeber? Von beidem. Wenn Sie etwas für jemanden getan haben, ihn gemalt oder gezeichnet haben, dann setzen Sie doch einen Preis fest. Ich meine, einen Freundschaftspreis. Ja, Liebling, warum siehst du immer nach der Uhr? Erwartest du jemanden? Nein. Also, falls ihr noch Besuch erwartet, ich bin nicht rasiert. Entschuldigen Sie bitte, ich kann ja morgen wiederkommen. Das meine ich auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. La Crevette, lieber Freund, Sie bleiben. Lieber Freund? Du hast also Freunde, die ich nicht kenne? Augenblick mal. Ja, jetzt erkenne ich Sie. Ja. Warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Ja. Sie waren doch unser Trauzeuge in Jean Le Pen, nicht wahr? Kommen Sie, darauf müssen wir einen trinken. Nein, Madame, ich habe Sie nie gesehen. Da überlegen Sie doch genau, was Sie behaupten. Sie können sicher sein, es ist der Mühe wert. Die Dame, bei deren Trauung ich Zeuge war, ist blond gewesen. Haben Sie noch nie gehört, dass sich die Frauen ihre Haare färben lassen? Also, Sie können mich doch nicht für dumm verkaufen. Schade. Schade für Sie. Intelligente Menschen sind oft lästig. Wohl bekommst. Ach, störe ich? Ich sehe, Sie haben Besuch. Oh, Herr Pfarrer, Sie kommen, ich gehe. Bleiben Sie, Crevette. Er ist gar kein Pfarrer. Wenigstens kein echter. Na, da bleibt mir die Spucke weg. Achten Sie nicht auf das, was er sagt, guter Mann. Doch wer sind Sie? Gestatten, La Crevette, Kunstmaler. Eine reizende Überraschung. Darauf war keiner von uns gefasst. La Crevette, Kunstmaler und gelegentlicher Trauzeuge in Jean Le Pen. Jetzt tritt das Unvorhergesehene auf den Plan. Wirklich amüsant. Jetzt seid ihr erledigt, ihr beiden. Dieser Mann hat Elisabeth gekannt. In einer Minute beschreibt er sie dem Polizeikommissar. Den habe ich nämlich alarmiert. Mit eurer Komödie ist es aus. Und was soll aus mir werden? Keine Angst, die beiden rühren sie nicht an. In ein paar Sekunden ist alles aus. Ist es aus? Was haben Sie getan? Sind Sie wahnsinnig geworden? Geben Sie den Revolver her! Her damit, her! Los! Hilfe! Herr Kommissar! Wer hat hier geschossen? Daniel! Geben Sie den Revolver heraus, Herr Corbin. Sergeant, Herr Kommissar? lassen Sie den Toten sofort zur Obduktion wegbringen. Sehr wohl, Herr Kommissar. Los, anpacken. Entsetzlich, auf einen armen Mann zu schießen, der um eine milde Gabe bat. Ich kam gerade herein. Ich habe alles mit angesehen. Herr Corbin ist ganz sicher geistesgestört. Hören Sie mich doch an, Herr Kommissar. Was haben Sie angestellt, Sie armer Narr? Herr Kommissar, was wird aus meinem Mann? Sie verhaften ihn doch nicht etwa. Erst einmal erzählen Sie, was dann eigentlich passiert ist. Bis in alle Einzelheiten. La Crevette, der alte Landstreicher, hatte sich erboten, Daniels Porträt zu zeichnen. Ich habe zugestimmt, weil ich meinte, das brächte ihn auf andere Gedanken. Ich habe die beiden einen Augenblick allein gelassen. Was sie miteinander geredet haben, weiß ich nicht.
Ein paar Minuten später höre ich einen Schuss und stürze ins Zimmer. Daniel hatte auf den alten Mann geschossen. Er fiel um und gerade in diesem Augenblick kam der Herr AB herein. Woher stammte der Revolver? Das weiß ich nicht. Hat Ihr Mann Sie ebenfalls bedroht? Nein. Und Sie, Herr AB? Dazu hat er keine Zeit gehabt, weil Sie gerade hereinkamen. Aber ganz sicher hätte er es getan. Nehmen Sie ihn fest, Herr Kommissar. Geisteskranke dieser Art kann man nicht frei herumlaufen lassen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Moment. Ja? Ja? Am Apparat? Wie? Ach so, ja, nehmen Sie den schnellsten Wagen und kommen Sie mit ihr her. Aber rasch, hier herrscht ein großes Durcheinander. Was ist denn los? Das ist meine Sache. Und jetzt, Herr Corbin, erzählen Sie mir mal Ihre Version. Der alte Crevette ist in Juan-le-Pin Trauzeuge bei meiner Hochzeit mit Elisabeth gewesen. Ich habe sie angerufen, damit er Ihnen die Wahrheit sagt. Aber die beiden haben meinen Zeugen umgebracht. Aber Liebling, hör doch auf, so irres Zeug zu reden. Diese Crevette, den Namen hat uns heute Morgen die Polizei von Juan-les-Pins mitgeteilt. Diese Crevette ist tot. Er kann niemanden wiedererkennen. Das Problem bleibt ungelöst. Warum sollte ich ihn ermordet haben? Weil er Ihre Frau wiedererkannt hat und weil Ihnen das nicht in den Kram passte. Aber, Herr Kommissar, ich wiederhole, dass ich das Kommissariat angerufen und Sie hergebeten habe. Das stimmt allerdings. Das ist Ihre letzte Chance. Aber ich habe noch einen zweiten Zeugen. Er ist schon unterwegs. Was sagen Sie da? Einen zweiten Zeugen? Ganz zufällig habe ich in Chamonix einen zweiten Zeugen aufgetrieben. Ich will ihm sofort gegenübergestellt werden. Der Wagen muss jeden Augenblick hier sein. Wer ist der Zeuge? Und das erfahren Sie in ein paar Minuten. Und der behauptet, uns beide zu kennen? Ja. Na, in Ordnung. Warten wir es ab. Alles spricht gegen mich und trotzdem verhaften Sie mich nicht. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht, Herr Corbin. Aha. So, der Wagen ist da. Niemand rührt sich und kein Wort. Den Ersten, der ein Zeichen macht, halte ich für schuldig. Herr Corbin? Ja? Das Gesicht zu dieser Türe. Herr AB? Herr Kommissar? Hier nach links. Stehen bleiben und Mund halten. Sie, Frau Corbin? Bitte? An die Küchentüre. Wenn ich sage Madame, dann treten Sie näher, ohne ein Wort zu sagen. Diese Vorsichtsmaßregel ist nötig, weil die Aussage dieser Dame von größter Wichtigkeit ist. Sie selber weiß nicht einmal, warum ich sie habe herbringen lassen. Kommen Sie herein. Das ist denn doch der Gipfel. In Chamonix geboren und sowas erleben zu müssen. Man zitiert mich auf die Polizei, packt mich in ein Auto und fährt einfach los. Gut, dass Sie da sind, Herr Kommissar. Sie können mir erklären, was diese Entführung auf sich hat. Die Krankenschwester, jetzt bin ich gerettet. Fräulein Berton, ich suche einen Zeugen, der Herrn und Frau Corbin von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Die beiden wohnen seit etwa 10 Tagen hier in diesem Chalet. Einer meiner Leute, er ist Ihr Nachbar, hat von Ihnen gehört, Sie hätten die Dame behandelt. Stimmt das? Allerdings, ich mache außerhalb des Spitals Injektionen und bin hierher gekommen, um eine Dame hier oben in ihrem Zimmer aufzusuchen. Das muss am Samstag vor einer Woche gewesen sein. Würden Sie den Mann und die Frau wiedererkennen? Auf jeden Fall. Kommen Sie näher, Herr... Guten Tag, Herr Corbin. Schwester, Sie retten mir das Leben, dass ich nicht an Sie gedacht habe. Sie erkennen also Herrn Corbin wieder? Natürlich, aber Sie sehen ja so elend aus. Gut. Und jetzt zu Ihnen, Madame. Treten Sie näher. Guten Tag, Schwester. Guten Tag, Frau Corbin. Wie geht es Ihnen? Ach, alle gegen mich. Was soll ich denn tun? Ich bin verloren. Schwester, mein Mann ist sehr krank. Er hat in einer Nervenkrise einen Mann erschossen. Einen Mann erschossen? Wie entsetzlich. Ja, einen Landstreicher. Mein armer Daniel. Ja, ich muss sagen, ich verstehe nicht ganz, was hier los ist. Er erkennt seine eigene Frau nicht. Wie furchtbar. Schwester, geben Sie ihm doch etwas, dass er wieder zu sich kommt. Eine Spritze, die ihn beruhigt, wäre besser. Ich weigere mich. Sie ist mit dem Bunde gekauft, bestochen. Sowas lasse ich mir nicht bieten. Wenn Sie mich nicht mehr brauchen, Herr Kommissar, ich möchte zurück ins Spital nach Chamonix. Die Spritze können Sie mir ja selber geben. Um keinen Preis. Wenn was passierte, müsste ich mir ewige Vorwürfe machen. Eine kalte Dusche wäre besser. Kann ich jetzt gehen? Ich begleite Sie hinaus. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber diese Gegenüberstellung war sehr wichtig für mich. Ja, danke. Oh, meine Handtasche. Wo ist denn meine Handtasche? Hier auf dem Stuhl. Bitte, Fräulein Berton. Ach ja. Danke, Herr AB. Bitte. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
Lassen Sie die Schwester nicht weg. Warum denn? Fangen Sie schon wieder an? Sie haben ihr Geld zugesteckt. Sie bestochen. Wer? Der AB. Wann? Eben jetzt vor meinen Augen. Na gut. Lassen Sie mich allein mit Herrn Corbin. Danke, Herr Kommissar. Kommen Sie mit, Herr Abi. Noch so gern. Ja. Und nun? Alles abgekartetes Spiel. Sie haben herausbekommen, dass Elisabeth sich von dieser Krankenschwester eine Spritze hat geben lassen. Dann sind Sie zu ihr gegangen und haben sie gekauft, bestochen und bezahlt. Sie haben die Frechheit gehabt, ihr vor meinen Augen Geld zuzustecken. Herr Corbin, für mich steht fest, Sie hat Ihre Frau wiedererkannt und mit Frau Corbin angeredet. Also ist die Achtbarkeit der Schwester Yvonne Berton über allen Zweifel erhaben. Wenn übrigens noch eine zweite Frau Corbin existierte, wie erklären Sie sich dann die Haltung dieser hier? Sie schien nicht eine Sekunde lang die Rückkehr der anderen zu befürchten. Ja, das ist es ja gerade. Wenn die beiden keine Angst vor der Rückkehr meiner Frau haben, ja, dann wissen sie, dass Elisabeth nicht wiederkommt. Wie meinen Sie das? Ich überlege, ob meine Frau nicht vielleicht an der Spitze der Bande steht. Die beiden wissen alles. Wer hätte es ihnen bis in alle Einzelheiten sagen können, wenn nicht meine Frau? Hören Sie zu. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Ihre Frau ist unschuldig an diesem Komplott, aber sie kann nicht eingreifen, weil die beiden sie entführt oder umgebracht haben. Nein. Ob mitschuldig oder Opfer, für mich bleibt Elisabeth stumm. Und Sie müssen zugeben, mit den beiden Zeugen, die wir aufgetrieben haben, ist nicht viel los. Crevette ist tot und die Krankenschwester sagt gegen sie aus. Ich fürchte, ich muss sie festnehmen. Moment. Hallo? Ja, am Apparat. Ah, gut, ich komme gleich. Was gibt's? Anruf vom Spital. Der alte Crevette ist gerade in den Operationssaal gebracht worden. Was denn? Er lebt? Crevette ist nur verwundet. Er wird operiert. Aber schweigen Sie darüber, denn ich will nicht, dass die Bande ihn fertig macht. Ich fahre jetzt zum Spital. Sobald er bei Bewusstsein ist, verhöre ich ihn. Bis dahin Mund gehalten. Rufen Sie mich bitte sofort an, wenn Crevette ausgesagt hat. Gemacht. Sie sind ein anständiger Kerl, Herr Kommissar. Naja, die Bande kann ja schließlich nicht jedermann bestechen oder umbringen. Vorläufig. Vollkommene Verbrechen, so etwas gibt es gar nicht. Und jetzt sollten Sie ein bisschen schlafen. Darf ich eintreten, Herr Kommissar? Bitte. Wollen Sie schon gehen? Gewiss. Sagen Sie, wo ist denn der Herr AB? Er ist hinunter in sein Dorf gegangen. Oh, dann darf ich keine Sekunde mehr verlieren. Dein Frühstück, mein Lieber. Ich will keins. Du hast seit gestern nichts gegessen, das geht doch nicht. Sie legen wohl Wert auf diese Erbschaft, was? Ja. Ärgert dich das? Mein Geld bekommt ihr vielleicht, aber mich bekommt ihr nicht. Das kann man nie wissen. Ich gehe jetzt ins Dorf. Kommst du mit? Nein, Warum sind wir eigentlich ins Gebirge gefahren? Ein kleiner Spaziergang würde dir gut tun. danke. Ich lege keinen Wert darauf, dass ich mit zerschmettertem Schädel auf einem Felsblock gefunden werde. Hast du eine Fantasie? Wie kommst du nur auf sowas? Hallo? Ist dort das Kommissariat? Hier, Corbin. Nein, der Kommissar ist weggefahren. Haben Sie Nachricht von La Crevette? Ja, bitte rufen Sie mich an, sobald Sie etwas hören. Danke. Herr Corbin. Schwester Berton, was haben Sie noch hier zu suchen? Scheren Sie sich raus! Ist nicht so laut. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Es ist sehr wichtig. Ich habe nichts zu verheimlichen. Sie können ruhig laut reden. Sind Sie allein? Sonst ginge es nämlich nicht. Ja, die anderen sind alle weggegangen. Ich habe nur so getan, als ginge ich ins Spital. Ich habe mich hinter dem Hause versteckt. Meinetwegen. Ich soll Sie wahrscheinlich beglückwünschen zu dem, was Sie da angerichtet haben. Ach, Herr Corbin, wenn Sie wüssten... Ja, ich weiß. Ich habe das Kuvert gesehen, das der AB Ihnen zusteckte. Ich habe es dem Kommissar gesagt, aber er wollte mir nicht glauben. Er wird Ihnen glauben, das verspreche ich Ihnen. Ich widerrufe meine Aussage von vorhin. Oh, dann kann doch alles gut werden. Los, beeilen Sie sich. Schnell zum Kommissar. Halt, so einfach ist die Sache nicht. Die Falle, in der ich sitze, ist genauso grauenhaft wie Ihre, Herr Corbin. Wenn ich Sie rette, richte ich mich zugrunde. Die Polizei wird Sie schützen. Es handelt sich um was anderes. Um eine viel drohendere Gefahr. Hat die Bande Sie so sehr in der Hand? Ja, Erpressung? ja, Ja, welcher Art? finanziell. Handelt es sich um eine große Summe? Ja, aber es ist alles meine eigene Schuld. Neulich habe ich mich zum Spielen verleiten lassen. Roulette. Und habe dabei verloren.
Ich musste einen Scheck ausstellen, ohne Deckung, wie Sie sich denken können. Doch ich habe sofort durchschaut, dass es ein abgekartetes Spiel war, denn es hat sich auf der Stelle ein Herr erboten, meinen Scheck bei der Bank zu decken, wenn ich ihm einen kleinen Gefallen täte. Aha, einen kleinen Gefallen. Es handelt sich darum, jemanden zu identifizieren. Jemanden, den Sie nie gesehen hatten. Ja, so war es. Und das habe ich getan. Hören Sie zu. Wir beide müssen uns zusammentun. Zu zweit ist man stärker. Also, was war das für ein Herr? Würden Sie ihn wiedererkennen? Ja, der vorhin hier war, der war es. Damals hat er allerdings keine Soutane getragen. Der Herr AB. Dieser Schuft. Und obendrein hat er mich begaunert. Wieso? Ich muss meine Bankschuld bis heute Mittag einlösen. Und jetzt ist es 10:30. Da, sehen Sie, was in dem Kuvert war. Sehen Sie doch hinein. Zeitungspapier. Mit Zeitungspapier bestochen. Köstlich. Ja, dann müssen Sie eben ins Gefängnis. Nein, ins Gefängnis gehe ich nicht. Darauf können Sie sich verlassen. Und warum nicht? Ganz einfach. Weil Sie mir helfen werden. Ich? Ich möchte wissen, wie. Sie bezahlen ganz einfach meinen Scheck und ich sage aus, die beiden hätten mich gezwungen, die falsche Frau Corbin wiederzuerkennen. Sie haben ja eine erstaunliche Fantasie. Die Bande lässt Sie fallen und Sie stürzen sich auf das Opfer. Mir bleibt nichts anderes übrig. Soll ich Sie vielleicht bezahlen, damit ich Ihre echte Zeugenaussage bekomme? Das müssen Sie. Und zwar bis 12 Uhr. Sonst blüht Ihnen das Irrenhaus. Vielen Dank für den Hinweis. Aber ich komme auch ohne Ihre Aussage aus. Wie wollen Sie das fertigbringen? Ich habe eine andere, eine bessere. Und wer soll die machen? Crevette, mein Landstreicher. Crevette ist tot. Nein, er ist nicht tot. Er wird augenblicklich operiert. Den haben Sie nämlich nicht bestochen. Ich flehe Sie an, kaufen Sie mir meine Aussage ab. Ich brauche das Geld unbedingt. Kommt gar nicht in Frage. Ihr Landstreicher kann sterben. Er kann ermordet oder gar entführt werden. Glauben Sie mir. 2 Zeugen sind besser als einer. Ja, Sie haben ganz recht. Ich überlege mir die Sache. Nein, jetzt, sofort. Das ist Erpressung. Wenn Sie es ablehnen, mich zu bezahlen und ich ins Gefängnis muss, dann bleibe ich dabei und sage gegen Sie aus. Ich kann nicht anders. Wie hoch ist Ihre Schuld? 4.000 Francs. 4.000 Francs? Eine enorme Summe. Ich glaube nicht, dass ich sie bezahlen kann. Nun ist er auch noch geizig. Soll ich Ihnen mal was sagen? Sie sind verrückt. Behalten Sie Ihr Geld. Jetzt will ich es nicht mehr. Es ekelt mich an. Warten Sie. Ich habe noch nicht rundweg Nein gesagt. Entschließen Sie sich. Es ist jetzt Punkt 11. Die letzte Minute. Einen Augenblick. Ja, hallo? Hier Corbin. Haben Sie Nachricht von dem alten Crevette? Was? Noch immer im Operationssaal? Komplikationen. Danke. Es geht Ihrem ersten Zeugen wohl nicht gut? Das freut Sie. Was? Offen gesagt, ja. Nun, haben Sie sich entschlossen? Also 4.000 Francs. Ein für allemal? Abgemacht. In Bar oder in Sachwerten? Der Ring hier, ginge das? In Ordnung. Wie soll die Sache nun weitergehen? Wieso? Ja, mit Ihrer Zeugenaussage. Aber Sie haben doch mein Wort. Entschuldigen Sie, aber ich muss lachen. Dann gebe ich Ihnen die Aussage schriftlich. Gut, setzen Sie sich. Hier ist Papier. Schreiben Sie. Ich, Endesunterzeichnete, Yvonne Berton, Krankenschwester in Chamonix, erkläre hiermit, eine falsche Zeugenaussage gemacht zu haben und bestätige, dass die Frau, der ich gegenübergestellt worden bin, nicht die echte Frau Corbin ist. Haben Sie? Die echte Frau Corbin ist. Chamonix, Datum und Unterschrift. So, und nun her mit dem Wisch. Erst den Ring. Ist auch echt? Na, hören Sie mal, Schwester. Wie kommen Sie denn darauf? Schließlich habe ich den Ring meinem Mann geschenkt. Den Wisch her, hier mein Ring. Halt! Nicht rühren. Oder ich schieße. Was ist los mit dem Ring? Wenn ich jetzt die Polizei anrufe, werden Sie wegen falscher Zeugenaussage verhaftet und sein Fall wird noch schlimmer, weil er Sie bestochen hat. Sie haben mich ganz schön übers Ohr gehauen. Ein kleiner Scherz. Ich brauche Geld. Es scheint so. Ich will Ihnen auch was abkaufen. Zum Beispiel Ihre Aussage. Ach, die Aussage. Hier. Danke.
Und hier das Geld. Wie viel ist es? 2000 Francs. Mehr ist die Sache nicht wert. Aber ich muss das Doppelte haben. Haben Sie mir noch was zu verkaufen? Was Sie wollen. Dreckstück. Ich brauche ein ärztliches Attest für meinen Mann. Haben Sie als Diplom-Krankenschwester das Recht, ein solches auszustellen? Selbstverständlich. Tun Sie es nicht. Ich gebe Ihnen alles, was Sie wollen. Fräulein Berton, der Text ist aufgesetzt. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben. So. Und hier sind die weiteren 2000. Und jetzt machen Sie, dass Sie wegkommen und lassen Sie sich hier nie wieder blicken. Darauf können Sie sich verlassen. Ja, Sie lachen. Aber noch immer kann mich etwas retten. Und Sie können nicht ahnen, was es ist. Ich bin im Bilde. Nein, nein. Sie sind vielleicht sehr stark, aber das können Sie nicht wissen. Dass der Landstreicher noch am Leben ist? Was denn? Sie haben davon gehört? Natürlich. Das macht nichts. Er wird aussagen. Nein. Doch, er ist ein anständiger Kerl. Er sagt die Wahrheit. Nein. Und wer sollte ihn daran hindern? Vielleicht der Tod? Frau Corbin. Frau Elisabeth Corbin. Der Herr AB. Endlich bist du da, Marcel. Ist das Gepäck bereit? Alles ist gepackt. Was macht dein Daniel? Nichts, er träumt auf der Couch. Weiß er, wohin er gebracht wird? Ja? Und sagt kein Wort? Nein, seit er erfuhr, dass Crevette im Spital gestorben ist, ist er wie gelähmt. Dann hat er also nichts begriffen. Doch, er hat begriffen. Er weiß, dass er sich jetzt ruhig verhalten muss. Die Anstalt wird von Leuten geleitet, die unsere Freunde sind. Ich will nicht von hier weg. Der Kommissar ist einverstanden, dass du in ein Heim gebracht wirst. Er wartet dort auf uns. Du hast doch Vertrauen zu ihm, nicht wahr? Ja, ich denke wohl. Na also. Wohin mit dem ganzen Gepäck? Du musst noch eine Woche unter Beobachtung bleiben. Vielleicht auch noch länger, das steht noch nicht fest. Herr AB? Ja? Am Montagmorgen gehen Sie mit der Vollmacht zum Notar in Saint-Denis. Wird besorgt. Haben Sie noch weitere Befehle erhalten? Nein, ich soll morgen früh den Chef anrufen. Wie viele seid ihr denn eigentlich? Soll ich da den Mund stopfen? Lass ihn doch schreien. Je mehr er schreit, desto besser. Hoffentlich hört man sein Gebrüll unten im Dorf. Sag mal, wie spät ist es eigentlich? 6 Uhr vorbei. Wie lange fahren wir? Oh, vielleicht eine halbe Stunde. Dann bring die restlichen Koffer noch zum Wagen. Gemacht. Du, Herzchen, zieh deinen Mantel an. Es ist draußen kühl geworden. Die Polizei! Nichts hat's weg. Der Kommissar. Er wollte sich doch mit uns in der Anstalt treffen. Da können Sie sehen, dass er gar nicht in der Heilanstalt war. Gelogen haben Sie! Sei doch endlich still! Guten Abend. Herr Kommissar, ist etwas dazwischen gekommen? Ich dachte, wir wollten uns in der Anstalt treffen. Ich habe umdisponieren müssen. Aha. Ja. Und warum? Crevettes Tod ist höchst verdächtig. Die Operation war gelungen. Der Alte war wieder in sein Bett gebracht worden. Ein paar Minuten später will der Chirurg nach ihm sehen und da war der Mann tot. Es wird jetzt nach einem Krankenwärter gefahndet, der in seinem Zimmer gewesen sein soll. Augenblicklich wird eine Autopsie vorgenommen. Das Resultat wird mir hierher durchgegeben. Dann entscheide ich, ob wir fahren oder bleiben. Das war die Bande. Sie haben meinen Zeugen umgebracht. Bleiben Sie doch ruhig, Herr Corbin. Sehen Sie es denn nicht? Haben Sie denn ein Brett vor dem Kopf? Danke. Vielleicht habe ich tatsächlich ein Brett vor dem Kopf, dass ich Sie in ein Irrenhaus schicke, anstatt ins Zuchthaus. Ich will nicht ins Irrenhaus. Ist es Ihnen lieber, wenn ich Sie wegen Mordes verhafte? Ja, bringen Sie mich ins Gefängnis. Da bin ich wenigstens in Sicherheit. Da finde ich Ruhe, dann kann ich Ihnen alles beweisen. Hören Sie nicht auf ihn, Herr Kommissar. Wenn Herr Corbin sich formell des Mordes an dem Landstreicher beschuldigt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ihn festzunehmen. Ja, ich habe Crevette erschossen. Ich ganz allein. Nehmen Sie mich fest. In Ordnung. Im Namen des Gesetzes... Nein, er lügt. Nicht er hat Crevette erschossen. Vergessen Sie nicht, dass Sie das ausgesagt haben. Wenn er es nicht war, wer war es dann? Es war... Doch, er hat es getan. Ich wollte nur seine Verhaftung verhindern. Seine Verhaftung verhindern? Es macht Ihnen wohl einen Strich durch die Rechnung, wenn er in Untersuchungshaft kommt. Ich habe meinen Mann nur retten wollen. Also, wir wollen das Problem von einer anderen Seite anpacken. Anstatt den Beweis zu versuchen, dass diese beiden lügen, was ja fehlschlug, wollen wir beweisen, dass Sie, Herr Corbin, die Wahrheit sagen. Hören Sie, ich habe heute Nachmittag ein langes Telefongespräch mit einem alten Freund geführt, mit Professor Lusseau, dem Chefarzt im Spital in Grenoble.
Er behauptet, dass bei 90% aller Fälle eine Injektion mit Partirobenzol auf Pentotalbasis, auch Wahrheitsserum genannt, die genaue Kontrolle aller gemachten Aussagen gestattet. Herr Corbin, ich gestehe Ihnen jetzt 2% Wahrheit zu, das ist nicht viel. Wollen Sie sich dieser Probe freiwillig unterziehen? Auf der Stelle. Und Sie, Frau Corbin? Ich? Ja, Sie. Sie haben gegenwärtig einen Wahrheitskredit von 98%. Sicher, ich meine, ich werde es versuchen. Die Kirche ist gegen ein solches Verfahren. Sieh mal einer an. Der Herr AB ist auch noch da. Und ich, Herr Kommissar, ich bestehe auf diesem Test. Dann fahren wir also morgen nach Grenoble und lassen das Experiment vornehmen. Das erübrigt sich. Wir machen es jetzt. Ich habe die Ampullen mitgebracht. Ich bin bereit. Ihre Zustimmung, Herr Corbin, spricht sehr zu Ihren Gunsten. Sonst gibt es nur noch die Möglichkeit, Sie unter polizeilichen Schutz ins Gefängnis zu bringen. Seien Sie ganz ruhig und unbesorgt. Punkt 7 Uhr sind Sie hinter Schloss und Riegel. Das verspreche ich Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Kommissar. Soll ich die Injektion machen? Nein, ich habe selber auf diesem Gebiet einige Erfahrung. Machen Sie den Arm frei. Verzeihen Sie, das ist für mich. Halten Sie bitte einen Augenblick die Spritze. Gerne. Ja? Ja, am Apparat. Aha. Danke. Herr Kommissar, die beiden vertauschen die Spritze. Aber seien Sie doch ruhig. Geben Sie mir die Spritze wieder, Madame. Hier, bitte. Ja. Der Tod des alten Crevette ist mehr als verdächtig. Man hat in seinem Blut Spuren von Strychnin gefunden. Ich weigere mich. Ich will keine Spritze. Der AB ist ins Spital gegangen und hat meinen Zeugen umgebracht. Los, Ihren Arm her, damit wir zu Ende kommen. Halten Sie ihn fest, Herr AB. Nein! Jetzt wird der Trumpf ausgespielt, mein Guter. Herr Kommissar, sehen Sie mich an. Ich weiß, dass ich sterben muss. Dann sagen aber die beiden, es sei ein verdorbenes Serum gewesen. Oder mein Herz habe versagt. Aber ich schwöre Ihnen, diese Frau ist nicht Elisabeth. Natürlich. Das wissen wir längst. Was? Jetzt ist mir alles klar. Wie blöd bin ich gewesen. Die Gangsterbande hat einen Chef. Und dieser Chef hat alles angezettelt, hat die Fäden gezogen, die Auftritte bestimmt, die Telefonanrufe mit einem Helfershelfer arrangiert, die Schreckszenen, die Unwahrscheinlichkeiten, die ganze Regie, es ist zum Verrücktwerden. Die Ermordung des Landstreichers und die Spritze für das allzu rebellische Opfer. Die Bande hat einen Chef, der seine Sache versteht. Und dieser Chef, Herr Kommissar, das sind Sie! Übrigens, ihr habt nie vor der Rückkehr der echten Elisabeth Angst gehabt. Dafür gibt es nur eine Erklärung. Ihr habt sie umgebracht! So ist es! Jetzt weiß ich es! Ihr habt sie umgebracht! So, dann beweisen Sie es! Elisabeths Leiche muss gefunden werden. Und dann kommt ihr alle drei auf die Guillotine! Meine Frau ist tot! Ihre Frau ist tot! Ihr drei habt sie ermordet! Wenn sie ermordet worden ist, wo ist dann Ihre Leiche? Unten in der Schlucht von La Rochette! Danke für die Auskunft. Auf diesen Satz haben wir alle drei seit gestern gewartet. Herr Corbin, Sie haben sich diesen Sommer an eine reiche Frau herangemacht. Sie haben sie schnell geheiratet und sie in dieses Chalet gebracht. 2 Tage nach ihrer Ankunft haben Sie sie in den Wald gelockt und sie ermordet. Sie haben sie in die Schlucht gestoßen und nach begangenem Verbrechen sind Sie zu mir gekommen und haben mir erzählt, Ihre Frau sei Ihnen davongelaufen. Gut, ich wollte Ihnen helfen, stellte meine Nachforschungen an und erfuhr Folgendes. Erstens, mit dem Ehepaar Corbin ist nur eine einzige Person in Chamonix zusammengekommen, nämlich die Diplomkrankenschwester Yvonne Berton. Zweitens, in ihrer Pariser Wohnung kommt der Brief eines Notars an. Dieser berichtet von einer sehr umfangreichen Erbschaft für ihre Frau, der Erbschaft eines Onkels. Nun aber haben mich 10 Dienstjahre recht misstrauisch gegen das gleichzeitige Zusammentreffen von Erbschaften und dem plötzlichen Verschwinden von Personen gemacht. Drittens, das Postamt Chamonix hat für Sie nur ein einziges Ferngespräch notiert. Das haben Sie am Tage Ihrer Ankunft hier geführt, und zwar mit Anjou 7531. Das ist die Nummer Ihres Freundes Bernardet, des Eigentümers dieses Chalets. Von ihm haben Sie an jenem Tag erfahren, dass der Onkel Ihrer Frau gestorben ist, nicht wahr? Sie müssen zugeben, Herr Corbin, das ist eine ganze Reihe von Motiven, die Sie verdächtig machten.
Daher habe ich Sie nicht davon in Kenntnis gesetzt, dass 3 Tage nach Ihrer Meldung aus einer Gegenströmung des Sturzbachs eine Frauenleiche geborgen wurde. Fräulein Berton hat im Spital die Leiche als Frau Elisabeth Gorban identifiziert. Todesursache? Tod durch Wirbelsäulenbruch. Es ist kein Wasser in den Lungen nachgewiesen worden. Tod durch Ertrinken schaltet also aus. Also ein Unfall? Nein. Denn die Spuren am Hang der Schlucht beweisen, dass die Leiche keinesfalls von selber in den Sturzbach gerollt sein kann. Das Opfer wurde von der Stelle des Absturzes bis zum Bach geschleift. Das war der Beweis eines Verbrechens. Ihres Verbrechens, Herr Corbin. Nun, ich hatte einige Beweise und Vermutungen in der Hand. Aber ich brauchte Ihr Geständnis. Ihr Verhalten bewies mir tagtäglich, dass ich es mit einem sehr starken Gegner zu tun hatte. In Ihrer Rolle des trauernden Ehemannes haben Sie mir in nichts nachgegeben. Da habe ich mich entschlossen, Ihnen eine Falle zu stellen, durch das Wiederaufleben von Elisabeth. Hier. Florence Stephanie vom Sonderdienst der Kriminalpolizei. Und hier. Oberinspektor Marcel Taki, auch vom Sonderdienst der Kriminalpolizei. Um der Wahrscheinlichkeit willen habe ich außerdem 2 echte Zeugen der Affäre eingreifen lassen. Paul Brissard, genannt La Crevette, den wir in Juin-le-Pin aufstöberten. Nebenbei gesagt, er hat sich köstlich amüsiert, dass eine Platzpatrone auf ihn abgeschossen wurde und er den Toten spielen konnte. Ja, und Schwester Yvonne Berton, die ihre Rolle als liederliches Frauenzimmer glänzend durchführte. Wir 5 haben die Komödie gespielt, durch die Sie schließlich zur Strecke gebracht wurden. Sie waren am Ende Ihrer Kräfte. Das haben Sie selbst zugegeben. Und von diesem ganzen Abenteuer bleibt ein einziger wahrer Satz übrig. Ein Versprechen. Ich sagte Ihnen doch vorhin, bis 7 Uhr würden Sie hinter Schloss und Riegel sein. Ich halte Wort, Herr Corbin. Wolfram? Jetzt hat der Kommissar das ja selber auch gesagt, er hatte bis jetzt nur Indizien und hätte keinen Beweis dafür gehabt, dass Daniel seine Frau ermordet hat. Er brauchte diesen einen Satz, der ihn verrät, indem er sagt, ja, die Leiche ist dort. War das für dich von der Hinführung zu diesem Geständnis zwingend, dass er diesen Satz ausspricht? Also bist du dem so logisch mitgegangen oder fandst du es quasi ein Kniff des Autors, zu sagen, jetzt lasse ich ihn das halt aussagen? Aber hattest du das Gefühl, die Zange ist vorher so eng um Daniel, dass er sich dachte, nur so retten zu können? Oder dass es ihm passiert mit diesem Satz? Ja, das hat für mich wirklich funktioniert. Okay. Und er sagt ja auch nicht, ich habe sie umgebracht, sondern er sagt ja, wo sie liegt. Ja. Wo die Leiche ist. Ja, das stimmt. Und das fand ich dann doch, dass ihm das eine rausrutscht, doch fand ich nach der ganzen, ja fast 1,5 Stunden für uns als Hörer und in der Spielzeit natürlich länger, wo er da wirklich in die Mangel genommen wurde, doch fand ich, das geht. Ich habe so ein kleines Aber. Du hast ein Aber. Ich habe noch eine Anschlussfrage. Mach du mal bitte dein Aber. Weil ich dann schon denke, ja, wenn man sich überlegt, was die für ein wahnsinniges Theater aufgeführt haben, für den, mich schon gefragt, ob dann so eine Aussage am Schluss eigentlich überhaupt gültig wäre. Weißt du, wenn Leute, also wenn du sowas drumherum spielst und Leuten dann noch Schlafmittel und keine Ahnung was verabreichst, ob das dann am Schluss wirklich in den Händen eines guten Verteidigers nicht zerbröseln würde. Ja. Wie morsches Papier. Ja. Ein Glück, dass das Stück vorher aufhörte. Hier hat es funktioniert. Aber du hast recht, wenn du das so fragst. Das war nämlich meine andere Frage. Dieser Aufwand, der betrieben wird. Und auch wieder, was das alles für Schauspieler sein müssen, um auch in Improvisationsmomenten, wo sie nicht weiß, welche Narbe er am Körper hat oder so, diese Ruhe zu bewahren. Großartig. Ich werde bei jedem AB aber in Zukunft einen Schritt Abstand nehmen. Nein, für mich kam trotzdem aber diese Schlusspointe, die kam für mich tatsächlich überraschend.
muss ich mal sagen, für einmal habe ich den nicht kommen sehen. So ganz. Ich bin vielleicht ein bisschen leichtgläubiger als du. Nee, überhaupt nicht. Mein Stöhnen bezieht sich wirklich nur auf die Tatsache, dass ich das, wenn ich die Sachen aus dem Archiv hole und meistens nur einen Titel habe und eine grobe Besetzungsliste, aber keine Inhaltsangabe, dann höre ich die natürlich erstmal durch und sage, ja, Krimi und ja, eignet sich für unseren Podcast. Dann kann es aber sein, dass es wie in dem Fall noch 18 Monate liegt. Das heißt, wenn ich das dann nochmal anhöre, habe ich das eigentlich wieder vergessen, aber natürlich nicht. Die Schlusswolte. Ja. Das heißt, ich habe das ganze Stück jetzt unter dem Wissen gehört, dass er seine Frau umgebracht hat. War am Anfang ein bisschen enttäuscht, aber eigentlich hat es dann auch ganz großen Spaß gemacht, weil eben es geht sehr lang und sie foltern ihn, muss man jetzt mal in dem Falle sagen, wirklich doch so sehr, dass man ein bisschen Mitleid mit ihm hat auf diesem Weg. Und es sind so Kleinigkeiten, eben, dass er in der ersten Szene, das habe ich bei der Anmodi schon gesagt, er fängt an mit Klavierspielen. Würde das ein Mann, der seine frisch verheiratete Frau gerade irgendwie verloren hat oder vermisst hat, sitzt er so entspannt am Flügel und trällert sich eins. Da sind so kleine Hints schon geliefert. Deswegen kann man das Stück auch mit dem Wissen um die Auflösung ganz gut von vorne doch nochmal hören. Oder wo eben der Polizeikorps, gerade sie, ins Schleudern kommen, weil das sind jetzt Informationen, oh Gott, die weiß sie nicht. Wie kommt sie da jetzt raus, ohne ihre... ohne alles auffliegen ohne zu lassen. dass alles auffliegt, genau. Da helfen sie sich sehr gut. Ich hatte tatsächlich, die einzige Vermutung, die ich dann doch hatte, war, ich habe schon kurz gedacht, dass der Kommissar unter einer Decke steckt mit den anderen. Aber ich dachte, er wäre dann ein Verbrecher. Also das für mich dann trotzdem eine gute Schlussfolgerung, dass eigentlich alles... dass die Polizei... Genau, der Seite der Gerechtigkeit stehen eigentlich, der Seite der Justiz. Das war für mich tatsächlich eine ganz hübsche Überraschung. Da ich im neuesten SRF True Crime Podcast vom Bürle Kunstraub gehört habe und dass sich da die Polizei als Porno-Kings und Darsteller über viele, viele Monate verkleidet hat, scheint alles wirklich jetzt. Gut, ich habe noch ein bisschen recherchiert. Zu Robert Thomas, eben eigentlich erst, weil ich rausfinden wollte, ob der mit Louis C. Thomas verwandt ist, ob es der gleiche ist. Uns noch ganz spannend mit Piège pour un homme seul, was wir jetzt heute gehört haben, die Falle, hat er wohl seinen ersten Erfolg gehabt. Und man, selbst im Wikipedia... Als Theaterstück war es. Genau, okay. Mit Piège pour un homme seul hatte den ersten Erfolg. Als Theaterstück. Scheint sich aber ganz stark inspiriert zu haben. Es gab eine Novelle und einen Film, die quasi eine sehr ähnliche Geschichte haben. Von Louis C. Thomas? Nee, das war okay. Nein, der eine, der heißt auf Deutsch Kontakt, auf Englisch Konflikt, auf Französisch La mort n'était pas au rendez-vous. Natürlich müssen die aus der Reihe tanzen. Aber es ist wirklich alles ganz, ganz verschiedene Sachen. Und was verbindet die? Humphrey Bogart hat übrigens mitgespielt, Hauptrolle. Da geht es auch um einen Mann, der seine Frau umgebracht hat, aber eigentlich sich dann zu Hause versteckt, sie vermisst meldet und sagt, eben sie vermisst, aber er war selber der Täter eigentlich. Aber die Titel, die du jetzt aufgezählt hast, sind die quasi Adaptionen vom selben Stoff? Der Film hat einfach 3 verschiedene Titel. Ach so, okay, gut. Okay, es war jetzt nicht schon auserzählt und dann kommt der Robert Thomas noch dahinterher wie die alte Fasnacht, sondern es gab quasi den Stoff schon mal in einer ähnlichen Form. Genau. Okay. Und davor muss es auch mal eine Novelle gegeben haben, Killer's Keeper. Die scheint aber auch Inspiration gewesen sein für den Film. Und spannenderweise, das Piège pour un homme seul wiederum wurde dann mehrmals verfilmt, auch in Amerika. Und selbst Hitchcock hat anscheinend versucht, die Rechte zu bekommen und auch den Robert Thomas getroffen. Und was ich dann noch lustig fand zu Robert Thomas, der hat wirklich so Boulevardtheater gemacht, Kriminalfälle. Ein Stück, da klingt vielleicht bei dir was, 8 Frauen hat er geschrieben. Ja, schön, echt, wirklich. Was den François den muss man sich auch mal wieder anschauen. 2002 verfilmt hat. Wirklich wirklich ein toller Film mit ganz tollen französischen Schauspielerinnen und geht zurück auf ein Stück von ihm von 1961. Aber sag jetzt nur, um die Geschichte abzuschließen, ist das dem Robert Thomas vorgeworfen worden, dass er kopiert hat? Weil ich meine, das Motiv, dass ein Mann seine Frau vermisst oder umbringt, ist ja nun so alt wie die Menschheitsgeschichte. Nee, vorgeworfen jetzt nicht. Okay. Vorgeworfen nicht direkt, nee. Aber das ist halt sowas, was man gut in Artikeln schreiben kann, einfach darauf hinweisen kann. Ich finde, du hast ein bisschen Lust gemacht, jetzt den Film zu schauen. Humphrey Bogart. Oder? Ja. Humphrey Bogart ist immer gut. Ich schaue gleich auf Französisch, weil mir der Titel so gefällt. La mort n'était pas au rendez-vous. Finde ich wirklich extrem schön. Wir können vielleicht noch so weit was verraten, dass wir noch ein Robert Thomas Hörspiel im Archiv haben. Noch ein Kriminal. Noch ein Kriminal, noch ein Boulevardstück. Ich freue mich schon wirklich.
Aber noch nicht nächste Woche. Nee. Nächste Woche gibt es ein anderes Kriminalhörspiel. Bis zum nächsten Mord. Macht's gut. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.